die feiert haut 20 Jahre Berufsdienst für Europa. Das bedeutet, die hat angefangen 1993 für Europa zu schaffen. Was für eine Zeit war das damals und was für Erwartungen sind ihr damals an den europäischen Dienst gegangen? Naja, jetzt ist sogar schon 22 Jahre, weil ich schon am September 91 angefangen für Europa zu schaffen, für dich beim Europäischen Parlament. Und ich bin seit einer Zeit bei der Kommission. 91, mein Gott, das ist strapier. Das war eine Zeit von, naja, wie soll ich so, ein bisschen Aufbruchsstimmung. Überlegt mal, der hat mal damals gerade 6 Jahre Schengen, dass er jetzt wieder in Europa, wenigstens am Kehr-Europa frei reisen konnte, just noch mit der Karte Identität, ohne Pass, ohne Grenzkontrolle, das war ja ein komplett neues Feeling. 91, da war zu Berlin die Mauer gerade 2 Jahre gefallen. Ja, Europa hat sich neu definieren und neu fangen. Das war ein pur Moment quasi für den Vertrag von Maastricht, ja, wo es darum gegangen ist, den legendären Binnenmarkt zu kreieren und zu definieren und zu erfahren. Das war eine Zeit voller Hoffnungen, voller Drehen, voller Perspektiven. Und du willst sicherlich was so viel tun. Genau, braucht Europa so eine Phase von mehr Hoffnung und mehr Dynamismus an ihren Ahnen? Also, was wir die letzten Jahre erleben in Europa, ist natürlich, ich gebe mal so ein bisschen den Kontra von dem, was ich gerade vorschwärmen, halb wie 24, 22 Jahre. Was wir brauchen, ich habe das Gefühl, Europa ist immer dann stark oder am stärksten, wenn es das größte Projekt für sich spielt. Dann ist Europa am meisten kompromissbereit, wenn es Visionen entwickelt. Aber wenn möglichst viel Leute, das heißt konkret viele Politiker, auf vielen Memberstaaten von der Union darunter leben und dann noch Bereitschaftsweise für die Vision Wirklichkeit gehen zu lassen. Das fehlt als Moment vielleicht ein bisschen. Wie gebt ihr dann Europa in den nächsten 20 Jahren wünschen, eine Vision für noch 4 zu gucken? Eine Vision für noch 4 zu gucken wäre sicherlich der Binnenmarkt. Eine Vision für noch 4 zu gucken wäre zweifellos die Wirtschafts- und Währungsunion am Euro, war doch dann tatsächlich kommen mit einer europäischen Zentralbank, mit Konvergenzkriterien. How tun wir dann durch die Finanz- und Wirtschaftskrise nach ein Jahr dabei geleiert, quasi aus der Not raus, wenn ich das so an Instrumente entwickelt, die es dann nach mehr Konvergenz erlauben, an dem Sinn, dass als Nationalbudget aligniert gehen. Etwas, was für ein paar Jahre nach völlig undenkbar gewirkt wird. Und in dem Sinn kann ich mir vorstellen, wünsche nicht mir für Europa mehr Konvergenz, mehr zusammengehen, mehr ob das gemeinsam gucken, ob das was von den ihnen entsteht, auch wirtschaftlich, sozial, politisch, ökonomisch, an für allem eine Vision zu entwickeln, für ein politisches Europa zu schaffen. Ein einheitlich politisches Europa. Vielmals merci und Felicitationen. Merci.